Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Heat. Wir sind hier immer noch im Tuning, es ist jetzt doch noch gegangen. Darum startet jetzt die Folge hier gerade, wo wir aufgehört haben endlich. Jetzt kaufen wir da noch so ein bisschen fette Töpfe hinten drauf. So etwas da sieht noch nice aus. He? Halt das Tuning-Potenzial bei diesem Auto ist schon heftig. Wirklich heftig. Eben viel haben wir leider nicht mehr da an Geld, sage ich jetzt mal. Darum wir tun so schöne Felgen drauf klatschen. Ich hoffe, wir haben noch, es lenkt noch von der Kohle her. Aber ich glaube es schon. Was nehmen wir da für Felgen am besten? So etwas da. 510 würde ich jetzt mal sagen. Oder 15 heisst es ja, nicht 510. 15! Die Frage ist halt, oder nein, warte mal, bevor wir das jetzt machen, wir tun kurz die Farbe bestimmen, beziehungsweise, Huben mache ich eh nicht, glaube ich. Nein, komm, Huben mache ich nicht, die Lohne so. Ich finde das so die Löcher in der Hube und so, finde ich gar nicht geil. Wir tun jetzt mal geschaut, zuerst, Alter, das sieht schon bitter aus, Mann. Aber was wir noch mitmachen, nein, zurück, und zwar Karosserie hier vorne. Da sieht ein bisschen nackig aus, da müssen wir etwas noch an die Lippe und reinklatschen oder so. Ja, da können wir fast nicht unten reinhauen, weil alles nicht kompatibel ist. Ja, man nennt einfach die. Scheißegal. So. Gut, also ja, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Zuerst mal Farbe. Was nehmen wir für eine Farbe? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich bin ja immer so ein bisschen Orange-Typ. Mir gefällt Orange allgemein viel, viel besser. Habe ich es halt, wo schon Orange ist? Nein, ich glaube es nicht. Ja? Dann machen wir doch mal jetzt einen. Wir meinen jetzt aber da. Das ist so ein Matten, ne? Oder. Chrom. Nein, komm einfach Metallic. Metallic, Hochglanz, Seidematt, matt. Hochglanz. Ja, oder Uni. Kann man nennen, Uni-Lackierung so. Ein bisschen mehr so. Jetzt gehen wir so mehr so ins Rote rein. So, ja, jetzt müssen wir gleich da ein bisschen runternehmen. So. Na, das sieht nicht schlecht aus. Gefällt. Freier Slot. So, speichern. Und so schnell kurz hier die Felgen machen. Jetzt können wir eben auch hier die Felgen schnell ein bisschen aussuchen. 15 sind wir ja gerade vor gewesen. Ja, die rote Form würde halt einfach wieder passen, oder? Aber ich werde nicht die gleichen Felgen drauf haben. Fossen. Felgen, das ist immer so schwierig, Mann. Das ist einfach teure Schuhe, die du drauf tust. Die sind ein bisschen zu tief drin, das gefällt mir weniger. Der hat noch nice ausgesehen, muss ich jetzt gerade ehrlich sagen. Ja, komm, wir nehmen mal den. Dann tun wir da schwarz machen. He? Und sekundär ist da weiß gewesen. Okay, wir tun aber auch schwarz machen. Und ja, die grössten Felgen draufhauen. Da können wir gerne ein bisschen übertreiben bei diesem Auto. The same here. Felgen. Das ist ein bisschen doof, dass man die Felgen nicht kann sagen, ich mache gerade hin und vorne die gleiche Felge haben, sondern muss immer einzeln suchen. Welche war es jetzt gewesen? Die da? Ist die gewesen?
Nein, die hat doch nur 1750 gekostet. Okay, mal, es wird schon eine von denen gewesen sein. Oder wird es die da? Ah, in dem Fall schon. Kann sein, dass ich jetzt die falsch genommen habe. Aber wäre auch noch nice, haben wir mal 2 verschiedene Felgen drauf. Sieht ein bisschen mehr aus wie ein Offroad-Reifen, Mann. Ich glaube, sie hat den falsch genommen, oder? Ja, eine andere hinten jetzt. Aber egal. Haben wir hinten ein bisschen dickere Felgen. Sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus. Oder? Schauen wir schnell mal kurz von der Seite an. Ah, mal fühle ich noch recht so. Voll der Unterschied. Nice. Gut. Also, ja, dann würde ich mal sagen, haben wir eigentlich hier unser BRZ. Karosserie hinten noch schnell kurz. Heckspoiler, auch vor am Deckel. Können wir eh nicht machen. Spoiler. Bin ja nicht so Fan von so riesen Fritten-Theken. Der wäre natürlich geil. Da tun wir, glaube ich, wahrscheinlich auch drauf von Rocket Bunny. Ja, ja, da tun wir drauf. Safe. Der da. Der sieht cool aus. So. Nice. Also, jetzt haben wir eigentlich ein schickes Auto. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal das Drift-Rennen machen. Wir gehen jetzt mal am Tag raus. Jetzt haben wir hier unser kleines Spielzeug. Sieht schon noch geil aus, muss ich sagen. Also das Auto an sich finde ich schon cool, finde ich auch schick und so. Eben, motortechnisch bin ich einfach nicht so Fan von dem. Aber ja. Jedem das seine, hä? Aber immerhin haben wir jetzt so einen schönen Driftwagen, sage ich jetzt mal. Das Auto, das eben fürs Driften gemacht ist. Oder wir haben so umgerüstet. Und dann machen wir doch das jetzt gerade einmal. Wir fahren jetzt mal zu dem Driftrennen rauf. Das muss ich noch markieren da. Zup. Wo haben wir es da? Ich hoffe einfach, wir schaffen da, weil es sind halt doch. Wow. Alter. Wow. Der habt ihr also gar nicht in der Karre. Wir sind ja eben ein bisschen vom Dings her, von der Leistung her schwächer. Live-Tuning. Lenkungsempfindlichkeit müssen wir auch ein bisschen aufnehmen hier bei dem. Und Anpressdruck müssen wir ein bisschen locker nehmen. So, weil sonst... Wow! Wenn es ein bisschen zährt ist, dann klettert zu fest der Anpressdruck. Ich muss jetzt erst wieder an die Steuerung gewöhnen, jetzt mit Driften. Tupi dann muss sehr, sehr normal. Und ja, wir schauen jetzt mal, was jetzt bei dem Rennen passiert. Geht aber noch gut, eigentlich 2,19. Beschleunigung wird einfach für einen Arsch sein. Verfolgt die mir jetzt, die ist mir. Wow, Alter, was für ein Drift, Alter, ey. Wow. Nein, verfolge mich nicht dort. Das ist gut. Ich hoffe einfach, dass die Driftrennen nicht auf Zeit aus sind, sondern wirklich halt um Punkte. Wenn es um Punkte geht, ist es ja eigentlich easy. Da muss ich ja nicht so eine hohe Leistung eigentlich haben. Aber ich glaube, das geht auch ein bisschen um Zeit. Wir probieren es mal, komm. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Hä? Musst du das rennen? Ich bin ja gerade drauf. Oder kann ich das nur in der Nacht machen, oder was? Ich habe endlich den Grill in den Camaro eingebaut. Er sieht jetzt langsam wieder so aus wie früher. Ja, muss wahrscheinlich ein bisschen weiter fahren. Danke, aber ich glaube nicht. Friss oder stirb. Okay. Sympathisch. Schön, dass du zurück bist. Der erste Kurs war nur ein Warm-up. Der hier ist ein anderes Niveau. Probieren wir es? Quacksilver.
Oder Quacksilber. Aber man muss die Punktzahl erreichen. Ja, das sollte ich eigentlich das mit einem Auto, das voll auf Drift ausgelegt ist, eigentlich gut schaffen. Aber ich werde mich da nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, darum Die Bühne gehört ganz dir. fahren wir Halt einfach dich mal nicht los. zurück. Jesus, also ich kann nicht driften, nur dass ich es noch nicht erwähnt habe. Es geht nur um Kontrolle. Der sieht vielversprechend aus. Der ist vielversprechend gewesen. Uah! Der nächste wird noch besser. Schwör. Ein bisschen Speed aufbauen da. Guter Anfang. Aber ist das Können oder nur Glück? Das ist Können. Der könnte was werden. Der ist jetzt so schön gewesen. Uah! Ja, aber Punktzahl schaffen wir ja safe, würde ich mal behaupten, oder? Ich meine, wir haben 3 Runden. Bleib auf dem Gas. Wow, Alter, das Auto fährt sich schon noch recht tricky, Mann. Wow! Da wollte ich durchfahren. Alter! Ich kann einfach nicht driften. Ich kann es wirklich nicht. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Uah! Das will ich noch mal sehen. Das schaffe ich nicht normal. Sweet. Sweet. Alter, okay. Fahre immer voll die Schlangenlinie, Mann. Wie aus dem Lehrbuch. Ha! Kollege, Mann. Keine Ahnung, ob ich kann einfach nicht driften, Mann. Ja, zeig mir mehr davon. Alter, fahr geradeaus, du scheiß Auto, nicht links oder rechts. Punktzahl erreicht. Okay, jetzt muss ich einfach nochmal noch fahren. Muss ich eigentlich dann nicht mehr gross rumdriften. Der war verdammt nah an perfekt. Hallo, der ist perfekt gewesen, würde ich mal behaupten. Bro, keine Ahnung, Mann. Findest du irgendwas hier auch nur ansatzweise schwierig? Na. Alles easy peasy für mich. Alter. So, okay. Ich hab's geschafft. Yeah! Mann, mich nervt's schon fast, wie gut das war. Wie es aussieht, muss ich mich wohl deutlich steigern. wäre was, wenn du dich willst verbessern. Nur 14.000 hat es gegeben. Okay, deprimierend. Aber auch egal. So. Gut, also dann haben wir das auch gemacht, haben wir gerade noch das Drifter und dann haben wir es mal eins. Drift Trail. Seitwärts mit Stil, habe ich gerade Trophäe freigeschaltet. Also ich sagte mehr, siehst du quer, siehst du mehr. So, also wir fahren jetzt noch zum nächsten Rennen her. Beziehungsweise, nein, wir machen es jetzt so. Das nächste Rennen sehen wir in der nächsten Folge.
Und zwar würde ich die Folge hier beenden. Wir sind jetzt knapp etwa bei einer Viertelstunde drüber. Nicht, dass das Video wieder allzu lang wird. Darum würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und mich damit wieder unterstützen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes sagen als merci vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!